das muss eine Feenquelle sein. Safe ist es eine Feenquelle. Ja! Die 4. Lernen wir jetzt wieder so ein, ja, so ein Zauber da. Din, Pharaoh und, was ist die andere nochmal? Din, Pharaoh und, vor allem die andere. Ja, die Gottheit. Ich frage mich, wie viele Quellen das gibt. Also danach muss es auf jeden Fall nur mehr eine geben, das weiß ich. Hallo mein süßer Mare, ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Ah, okay. Also wir kriegen eine doppelte Magieleiste bei ihr. Ist ganz nett. Guck mal. Brauche. Vor allem Spada. Glaube ich, wird schon. Kann schon noch. Ja, doch, kann schon noch. Ich weiß auch gerade absolut nicht mehr, was der 3. Zauber eigentlich dann ist. Aber schauen wir mal. Deine magische Kraft wurde erhöht. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Bist du vom Kampf erschöpft, besuch mich einfach wieder. Danke dir. Dicke Leiste, oder? Dicke Leiste, Mann. Ah, das Herzteil, das juckt mich schon noch her. Wait, na, den haben wir doch ganz normal. Ja toll, dann war da doch nichts mehr. Ja gut, dann gehen wir jetzt nach Goronia. Genau. Wir waren ja da schon mal. Und haben da links an der Seite nicht weiter können, weil da diese festen Storner waren. Und die können wir jetzt alle zerhauen. Und dahinter ist was? Eine Kiste mit einem Haufen Geld vielleicht? 200 Rubine? Jo, wirklich! Du hast 200 Rubine, jo, wie geil! Das schmeckt wieder böse, Alter. Wir haben fast 500 Rubine jetzt. Fast. Fast haben wir die Maximalanzahl. Das schmeckt richtig. Das ist halt dann wieder geil, wenn man schon so viel Skulltulas gesammelt hat, dass man die große Börse hat. Wait. Was sagt denn Mare dazu? Bruder Mare, Daddy ist zurück und auch die anderen. Vater und du, ihr habt den Drachen gemeinsam bezwungen. Wenn ich groß bin, möchte ich genauso werden wie du, Mare. Oh, danke. Okay, wir können da doch noch nichts machen. Was ist da hinten eigentlich? Aber warte mal, kennen wir den in Lauer? Lol. Das ist natürlich lost. Ey, komm. Das ist ein Loch. Okay. Wenn die mir jetzt wieder alle nur Scheiße verkaufen. Ey, mehr gibt's doch nicht. Kein goldenes Skulltula, gar nichts. Nur so ein Scheiß. Das war mir absolut nicht wert, darüber zu gehen. Bin sehr enttäuscht. Null. Die Dudes kannst du einfach umschmeißen. So, haben wir den Weg wieder geklärt, da ist noch, oder? Ist da noch was? Nö. Aber oben ist noch was. Und zwar noch mehr. Und da muss ich dann noch die, weil goldene Skulptur. Das war genau da. Was? Ich habe ja gerade gesehen, man kann verschiedene Angriffe machen. Ja, genau. Nein, nicht so ein. Na? So an. Jawohl. Und so an. Nein! Alter! Ich hab's gewusst.
Genau so ist es. So, und jetzt schauen wir uns mal als erwachsener Linky den Sora-Fluss an. Okay. Wir können praktisch den kompletten Fluss so skippen. Ja, ich habe jetzt nichts gesehen, ehrlich gesagt. Dann ist doch halt irgendwie nichts. Irgendwie auch damit klar. Dann schauen wir halt mal direkt weiter zu den Soras. Das schaut gut aus, ja. Ja, jetzt ist alles ein bisschen düsterner und es schneit. Das heißt wohl nichts Gutes. Und das komplette Reich der Soras ist zugefroren. Aber es ändert nichts daran, dass das halt einfach schon wieder Ultra Mario Feeling gibt. Das gibt mir jetzt eher Mario Galaxy Vibes. Weil da hat es ja eine Galaxie gegeben, oder ja, mehrere, wo man durchs Betätigen von so einem Schalter einfach komplett Wasser in Eis eingefroren hat. Eis eingefroren hat, ja, alles klar. Alter. Da haben wir einfach rotes Eis. Wir sollten mal nach oben schauen, Richtung König Sora, ob der überhaupt noch da ist. Er ist eingefroren. Oder so. Da war doch auch Sora, aber ich hab, das sind einfach keine Soras mehr. Keine mehr da. Ich bin jetzt gerade am struggeln, weil ich darf recht gern so weitermachen, aber ich darf halt gern gut weitermachen und dazu fehlt uns was Bestimmtes, das ich unbedingt noch haben möchte. Also jetzt können wir uns da mal umschauen. Lord Yabu Yabu ist anscheinend ja weg. Oder tot. Auf jeden Fall ist da nicht alles zugefroren, aber kommt vielleicht noch. Kann ich jetzt eigentlich den Stor auch kaputt hauen? Nicht, gell? Nein, das ist so ein komplett robuster. Aber das kann ich euch mit sagen. Putz! Man kann die Storner, die schicke Storner einfach zermatschen. Das sind Eisschollen. Lol, das ist ein Herzteil. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so nicht aufgekriegen kann, oder? Ja. Wir müssen einen Jump'n'Run machen. Ah, finde ich geil. Dann können wir jetzt einfach mal noch ein Herzteil holen. Und da war ja mal Lord Yabu Yabu. Der Prinzessin Ruto und uns gesagt hat. Ja, das Problem ist, es ist halt jetzt ziemlich rutschig. What the? Ja, wo geht es da weiter? Da oder wie? Aber ist alles kein Problem. Ein Herzteil. Das war jetzt das erste von 4. Ich habe gerade noch den nächsten Dungeon-Eingang gesucht. Müsste nämlich da sein. Da links. Müssen wir einfach über die Eisschollen wahrscheinlich drüber stapfen wieder. Gut, aber dann da die mir jetzt tatsächlich aufmachen und was Bestimmtes machen und holen. Scheiß Ding, Alter! Du Arschloch, Alter! Du bist so ein dreckiges Arschloch! Wirklich, Junge! Scheiß Ding! Ich möchte ihn nie wiedersehen.
Scheiße, ist endlich vorbei. Oh wow, du hast jetzt 1000 Punkte. Du bist ja der geborene Geisterjäger. Mhm. Du erwartest noch etwas von mir. Was denn? Dank dir ist mein Bestand an Nachtschwärmern enorm gestiegen. Dies ist der letzte Geist, den ich dir abnehme. Ach, du wartest auf das, was ich dir für ein 1000-Punkte-Konto versprochen habe. Na, da will ich mal nicht so sein. Nimm das hier. Die letzte und 4. Flaschen. Und genau das wollte ich. Sehr wichtig. Man merkt, das Inventar ist fast voll. Okay, was ist das fast voll? Ja, da ist halt nur so ein Platz dazwischen. Da fehlen noch 3 Sachen und so ein Zauber fehlt noch. Und da oben hört man Skulptur. Oh lol. Mhm. Oh mein Gott, ich kann durch hier. Das hätte mir jetzt schon ziemlich genervt. So, irgendwie habe ich jetzt einen Bock, doch nur den nächsten Dungeon O zum Fangen. Gut, was ist das O zum Fangen? Ja, ich schaue einfach mal, wie weit die Kim. Ich nehme jetzt halt doch schon eine ziemlich lange Zeit auf. Darüber. Und dann gehen wir darauf. Eishöhle. Was ist das für Musik? Ich erinnere mich halt wieder an nichts mehr. Boah. Gut, dass da nicht mehr so rutschig ist. Da ist es rutschig. Was ist denn das für Zeug? Ein Eisatmer. Achte auf seinen eisigen Atem und zerschlage seine eisige Höhle so schnell wie möglich. Wow. Hä? Was ist denn da los? So schnell wie möglich zerschlagen. Haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht. Diesmal läuft nicht wirklich eine Musik, sondern es ist einfach irgendwie so Atmosphärstimmung. Den anderen Gurk lassen wir da, falls es brenzlig wird. Aber ich habe nur mal 3 Feen geholt. Ja. So, gleich mit dir was Skulptur. Oh! Und so. Ja, wie kann man denn sagen? Aktivier Rubine, weiß ich nicht. Die lösen dann irgendwas aus, wenn man alle gesammelt hat. Gut. Da links ist wieder rotes Eis. Da A. Lol. Wir können uns da ducken, indem wir einfach nur ein Schild hernehmen. Ja. Und wenn wir die letzten Eis haben, aber wait, geht das einmal. No. Hey, das ist eh keiner. Weil wenn man Herzzelle auch so einsammeln kann, dann. Oh, ich habe eine Idee. Ich möchte das ausprobieren dann. Autsch. Lass das. Ich möchte versuchen, ob man einen Herzcontainer auch graben kann. Schauen wir mal. Wenn ich Ding. Das ist natürlich wieder das nächste Problem. Ach komm. Navi, was sagst du da dazu? Achso, gar nichts. Achso, ich hab gemeint, du gibst mir Infos dazu. Dann. Heute nicht. Wir dringen einfach mal weiter vor in die Eishöhle. Oh, das sind wieder die Eisatmer.
Aber das sind jetzt nicht so die starken Gegner. Es ist ein bisschen nervig halt, wenn die dann voll atmen. Hallo? Das ist halt belastend. So. Jo, ist der auf Speed schon wieder. Oh, oh, was? Eisflederbeißer? Wow. Das sind ja nur viel nerviger als die normalen. Also, man als die Feuer-Arschlöcher. Ja, ist natürlich belastend, wenn die da instant reinlaufen. Aber egal, ich mach's jetzt dann so, dass ich mit dem Enterhaken da wieder roge an die Sache, an die Eisatmer. Das ist blaues Eis. Es wirkt übernatürlich, aber vielleicht kannst du es ja für irgendetwas gebrauchen. Ja. Warte, was ist das? Blaues Eis. Na was? Blaues Feuer, ja. Fuck. Also, wenn wir... Oh, warum visierst du das Feuer, oh Navi? Du bist so ein Schwach. Ah. So. So, pass auf. Jetzt machen wir es nämlich ja so. Peuten uns Orphee. Und die anderen 3 Flaschen nehmen wir für das Eis her. Mit dem blauen Feuer können wir das rote Eis zerstören. Und man, wenn wir sonst normalerweise mit normalem Feuer, also rotem Feuer. Ich laufe so viel Scheiße gerade, Alter. Wenn man normalerweise mit dem blauen Wasser ein rotes Feuer löscht, brutal fette Rubin, aber keine Ahnung, was mir der bringt. Ach, Mann. Wenn man normalerweise mit blauem Wasser ein rotes Feuer löschen kann, dann werden wir doch auch mit einem blauen Feuer ein rotes Eis schmelzen können, oder? Macht schon Sinn, oder? Die Karte. Ey. Diesmal haben wir die früher genug gekriegt. Wir haben jetzt wieder 2 Wege zur Verfügung. Was war denn da gerade? Hä? So ein Herzteil? Hä? Das ist doch ein Dungeon, oder nicht? Oder zählt das nicht als normaler Dungeon, sondern... Ja, natürlich, es ist ja kein Tempel, schon klar. Aber trotzdem. Dass man einfach so ein Herzteil finden kann. Wo ist denn jetzt da die Skulptur, leider? Ach, da oben, lol. Da ist safe der Kompass. Aber ist halt dann so... Ups. Ist halt dann die Frage, was der Dungeon uns bringen soll. Ich meine, wir treffen ja danach sicherlich nicht auf einen Weisen. Eigentlich. Es ist ja kein Tempel, wie gesagt. Und die Weisen beschützen die Tempel. Kompass. Gut. Also war es gut, dass ich da als erst hingegangen bin. Dann gehen wir mal auf die anderen Seiten rüber. Ah, ja, so Schlitterzeig. Oh, ja, stimmt. Hier schon wieder Skulptur. Die hören wir uns gleich. Das habt ihr verdient. Ihr scheiß Flederbeißer.
Ich schätze, wir müssen den Eisklotz jetzt so verschirmen, dass wir zu diesen Aktivierungs... Tschüss euch. So, dass wir zu diesen Aktivierungsrubinen gehen wir kennen. Du Kecko. Alter, wie sind die jetzt gerade gegangen? Ja, und ich weiß, wir haben am Anfang noch rote Eisdinger, aber die kommen wir sicherlich nachher noch hin. Ich glaube, das waren eh bloß ein paar Rubine und wir sind vorher, also für die mir ist es egal. Ski wieder Feuer grabben. Aber warum das Feuer blau ist, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, dann. Tschüssikowski. Ja, hätte man wahrscheinlich als erstes machen müssen. Kommen wir ja nicht ahnen. Okay, wait, scheiße, guck mal kommt da so hin. Halb mir kurz vor da, aber man kommt trotzdem rüber wahrscheinlich. Ja, schau hier. Also, egal. Ich hab mich vor da, weil ich vorher nochmal eine Feier geholt hab. Ups. Oh, du Affe. Ich glaube, da können wir sogar mit Warmfire Eis entzünden, Eis schmelzen. Hoffe ich mal. Jawohl. Das ist ein Tier. Huh. Was geht denn jetzt ab? Das haben wir auf dem Trip. Alter, hat's mich gerissen. Bro. Mach doch nicht mehr so an. Ich wollte gerade drüber philosophieren, wer im abgespaceden Raum wieder sind und auf einmal kommt da so ein scheiß Schneewolf daher. Ey Junge, mir reißt's echt nicht oft, aber das war halt auch gerade laut, ja. So, was ist da jetzt drin? Das ist eine Grausentour, aber was soll denn das sein? Oh, die Eisenstiefel! Zu schwer um zu rennen, zu schwer um zu schwimmen. Brutale Scheiße eigentlich. Schick! Hey! Okay, es war eigentlich nur ein Mini-Dungeon. Anscheinend. Sei gegrüßt, Mare. Wenn du hierher kamst, um die Soras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Soras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Mit einer Ausnahme? Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Prinzessin Ruto. Es gibt also ein Wiedersehen. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Soras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut, junge Liebeknospen erblühen, groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen.
Und ein weiterer Portpunkt. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Mare, wir werden uns wiedersehen. Und uns ist ja schon mal bekannt geworden, ja, keine Ahnung, dass der Wassertempel am Hylia-See ist. Ja, lang hat's dauert. Hallo. Lang hat's dauert, dass wir mal da unten an die Schuhe kriegen. Und die ziehen wir uns einfach mal an und wie es schon gekostet hat, zu schwer zum Gehen, zu schwer zum Schwimmen. Heißt, wir tauchen da einfach ab. Du kannst unter Wasser nicht atmen. Wird dir die Luft knapp, ziehe diese Stiefel aus. Ja, das ist halt eben so das Problem, das wir haben. Wir können zwar locker so die Stiefel anziehen und dann unter Wasser stapfen, aber können halt nur lange nicht darunter so lange atmen. Und das ist halt ein kleines Problem. So, erst einmal da. Ja, zur Vollständigkeit. Und da auch. Einfach das ganze rote Eis einmal weiterhauen. Das dieses Ungeheuer vom Wassertempel erschaffen hat. Gut, und jetzt gehen wir nochmal blaues Firegram. Gut, das Problem ist, weil wir können ja nicht unendlich atmen. Da unten sieht man schon, das sind Rubine und so. Wir müssen Spada nochmal her. Weil wenn wir jetzt da runter tauchen, der ist ja brutal tief. Dann war's das. Gehen wir nochmal rechtzeitig hoch und... Naja. Und natürlich habe ich das blaue Feuer mitgenommen wegen König Sora. Unter anderem. Und nur wegen was anderem. Wir müssen ja wissen, was er so zum Song hat. Oh, ich fühle mich wie neugeboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes nehmt bitte diese Rüstung mit. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Die Sora-Rüstung. Diese Unterwasserrüstung passt nur Erwachsenen. Du kannst unter Wasser atmen. Und so wie der Gorone Mare uns die Goron-Rüstung gegeben hat, gibt uns König Sora die Sora-Rüstung. Und jetzt kennen wir halt auch schon wieder zu Soras Quelle. Genau, Soras Quelle hat es geheißen, glaube ich. Genau. Und uns auch direkt mal die Schuhe ziehen. Vor allem ich sag so, müssen wir Spada da erst nochmal her. 2 Minuten Spada, wir sind wieder da. So. Und ab unter Wasser. Genau. Und so ist es halt unter Wasser. Jetzt können wir praktisch unter Wasser stapfen und nicht verrecken. Wie immer das geht, dass wir da, ja, keine Ahnung, durch die Rüstung keine Luft mehr brauchen. Kamera an sich mal wieder on top. Und da ist ein Herzzelle unten. Jawohl. Es fehlt nur noch eins. Dann haben wir wieder einen Container. Den 15. dann. Ich glaube jetzt mal nicht, dass wir da alle Rubine einsammeln müssen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir unendlich weit tauchen können, oder? Heißt das? Na? Okay. Bitte merken. Die silberne Schuppe der Soras, die wir gekriegt haben, heißt nur, wir können jetzt 6 Sekunden lang tauchen. Also so 6 Meter runter ungefähr. Heißt halt nicht, dass wir unendlich jetzt tauchen können. Ja. Deswegen brauchen wir die Schuhe. Das ist gut geregelt. Okay, was? Wir haben jetzt halt ein kleines Problem. Es ist da alles zurückgefroren und wir können so nicht zum Hylia-See. Und wir bei den Goron wollen wir erst einmal wieder den Laden frei machen, irgendwie.
Und sonst war mir jetzt nichts mehr bekannt, wo man das blaue Feuer braucht da hat.